Als ik op was, dan... er niet bloos als ik op was, maar even vandaag, nog eenmaal, wanneer ik een goede boodschap hier, een goede redner, dan word ik, na die boodschap voor de nächste dag of twee, word ik in mijn gedächtnis predigen. Jet nog mal wem van jullie dat zo? Niet hand opheffen, dat meint du bist ein Prediger. Nou, wenn die dat staat, ja, dat meint zoveel dat du hast de goed, blijf weg. En ik weet dat soms van jullie dat. Eenmaal, kan je manchmal gezegd dat wanneer als ik truck fahren deed, ik kan mijn beste boodschappen im truck gepredigen. Veel bloß op te schnaken, dan kan ik van jou thuis zijn. En wordt we hier bloß spelen. Aber weet je, predigen is een interessante arbeid. En ik weet niet of het een arbeid is, maar ik heb eenmaal gezegd dat predigen is mijn beste arbeid van wat ik doe. Maar dat is ook dat wat mij het tolste nerveus maakt. Sommige mensen wonderen eenmaal, like, best du nicht nerveus, of die zitten gleich nerveus, of zo wieder. Je weet gleich, dat wil ik dit schon aanhebben en ik schweet te zeggen. En zo dat, like, predigen is emotionaal, sehr draining, oder like dat is meestal du spreekst lachen nennen die emotionaal. Jeder prediger braucht Frieden nach der Botschaft. Nicht einmal lecken Säuer, aber wir brauchen Frieden. Von der aus so eine Botschaft, wo wir viel Frieden waren, viel manchmal schwierig sind. Weißt du, dass ja feste Time ist? Wir rollen die bloß von der Tongue. Wenn ich kann reden von wer wir in Christus sind, das ist mein Timer sozusagen, das hat mich ein von reden, und das rollt mich von der Tongue. Von der aus ein bisschen eine andere Botschaft. Von der aus eine grote Bildbotschaft. Ich will Ihnen hier ein Bild weisen von einem Puzzle. Nou, wir haben al eigenlijk geredet, ik heb eigenlijk geredet in deze boodschappen van een puzzle. En vind ik wel een beetje anders gesproken, wenn in de andere boodschappen is de idee dat God stelt zijn puzzle top. En met Johannes komt, met Jezus komt, met Johannes zijn arbeid, Jezus zijn arbeid, lijkt dat weer een beetje zo, dat God de puzzle bieter nennt stellen. Maar wanneer je een puzzle top stelt, dan heb je een beeld. Zoals je hier zijn, dat beeld van den hond. En wie immer dat puzzle top stelt, die heeft dat beeld eindelijk staan, maar je kijkt de alle wassen mal na, te zijn, oké, deze kleine Kjlats, die hier zo gaan. Je weet niet correct wo, maar die hier in deze Eigenen zo te zijn. Wanneer je dat beeld hebt, dan kan je beter dat puzzle top stellen. Wanneer je bloos de kleine bieter hebt, dan heb je niet een beeld van wat het really zal lopen. Ohne een beeld, een puzzle opstellen is schwanger. Dit langer, vielleicht kan je dat, wil je mal tausend, dat mal 1000 biedt je puzzle opstellen, wat een beetje zo'n interessant beeld heeft. Dat wil je niet lang duren. Dit wil ik van jou aanwenden in ons Bibelwissenschaft. Weet je, wanneer we dat grote beeld hebben, wanneer we dat grote beeld sozusagen over de Bibel hebben, dan weet je veel beter, wo die kleine bieter aanpassen. Wenn ons trouble is, en dat is een ding wat we mij de hoort uitvallen, en je moet bij hier een predigen, en ik dat zelfs, en je moet bij wie nemen en farge. En weet je, de lijste boodschappen zum predigen, dat zijn wat we op Engels noemen topical messages. Dat zijn, ik ga een timer, dan zie ik me fargen in de Bibel wat van dat reden. Wat aber so passiert werden, ist, dass wir nehmen ein Puzzlebeat sozusagen, und dann dürfen wir dort hier in dieser Art mein Hummetje anklappern. Das hört really hier an. Aber ich habe eigentlich geredet, ich habe immer geredet von, wenn wir ein Puzzle haben, dann wir wollen dort einmal durchklappern, wo wir dort passen. Korrekt so, da wir Bibel studieren. Wir haben zwei Wörter. En dat zijn Engelse woorden, maar woorden wat te doen hebben met Bibel studeren. Eén is exegesis. Dat woord exegesis meint dat ik kijk naar dat grotere beeld en ik neem een kapitel, een boek, een vers en ik weet en ik studeer hem, wo hier het aan.
Dort meint ze veel, ik dat den Hintergrund studieren, ik dat den Umfang studieren, ik dat studieren de ganze Bild. Like dit beeld handelt zich van een hond. So, du weet dat puzzle. Dan moet je dem een hond geven. En wanneer ik nu over Kjlats nan klappen, een hier, een daar, over dem, je hebt dat een ganz verdarven het beeld, dat is geen klaar het beeld. En so exegesis meint dat we studieren de Bibel in den Umfang, we weten dat grote beeld, we weten allerhand de Hintergrund, we weten de Geschichte, sozusagen, de Weltgeschichte door Raum, all so Dinge staat. Dan is er nog een weg van Bibel studieren, dat nennt zich exegesis. En wat dat meint is dat ik heb me uitgedacht wat de Bibel zegt. Ik heb me uitgedacht wat voor beeld dat zal geven. Ik heb niet dat grote beeld, maar ik kan geloven, en nu zie ik me klaar, sozusagen, wat me worden door gaan brengen. Exegesis meint dat de Bibel leidt me. Exegesis meint ik leid de Bibel. En so dat zijn twee wegen van Bibel studeren, wo we moeten nu oppassen. En so van deze boodschap, dat is een grote beeld boodschap. Vielleicht wil je op een van deze boodschappen wonderen, oké, wat zal ik met het aanwenden? Wat u zoals aanwenden van deze boodschap is dat u zoals leren dalen. En ik voel me zo, like mijn goef is leren. En so dat voor mij deze dingen wichtig zijn. Maar ik wens u wordt dat grote beeld gaan van de Bibel. Dat grote beeld van God zijn arbeid sozusagen. Dan is u lang niet zo leicht een puzzelbeet nemen, zoals een Vers, en klappen in den hinein. Wenn we verdorven dat beeld, wanneer we dat doen. En zo ik wil van jou reden van dat grote beeld. En zo ik wil je hier een ander beeld nadenken. En dit wat we hier na het aanhalen van jou, maar ik wil handje zal naar die ziet checken. Naar mijn, als dit erachter ziet. Weet je, ik zie links. En zo, ik weet helemaal niet, want de ringje hangt er daarachter. Wat ik eens wem veruren wil, dan weet ik. Nou, ik doe dat niet. Wel, niet allemaal. Maar anyway. So hier is het zo, daar hebben we Jetta en Velkja. Na Tim Gott zijn Buch verstaan, moet u weten dat dit is de Hintergrund. De Velkja in de wereld, te jane tijd, te Moses zijn tijd, Abraham zijn tijd, ook te Jezus zijn tijd, te de ganze tijd, dit is het beeld. De Velkja op de wereld hebben vele Jetta. En zo ze doen deze Jetta. En ihr ganzes Leben dreht sich um Glauben an diese Jetta. Und so das meint, dass sie dann gewisse Zeremonien führen, sie haben einen Tempel, sie haben ein Opfer, sie haben allerhand Dinge, wenn sie wollen, dass Gott zufriedenstellen, wenn sie den Gott wollen zufriedenstellen, dann wird das regnen, dann werden ihre Kühe, gesunde Kalver haben, rein alles hat mit Jetta zu tun. Na, de Welt dreht haben wir krijgt so, bloß wie namen dat van jou een beetje anders. Maar dit beeld moet we klar houden, wanneer we in God zijn woord gaan. Wenn Gott hat eine Welt gemerkt en so von dort wieder, de Welt, wenn ein Sinnenvoll, der dreht sich in Sinn an und dann kommt der Sinnflut, aber de Welt dreht war ein Sinn an. Aber dit ist das Bild zu Abraham seine Zeit. Abraham selbst kam von einem Land in der Familie, was Jetta deuten. Ich will nicht alle Versen lesen, von denen ich kann lang nicht Zeit um alles sagen, aber das ist der Hintergrund, da muss ich verstehen. Und so ganzes Leben dreht sich immer um, wenn er einmal eigentlich wie, das hat mit Jetta zu tun. Wenn er nicht eine Arndt gibt, das hat mit Jetta zu tun. Wenn er nicht rein, hat mit Jetta zu tun. Wenn der frühe Miscarriage hat, das hat mit Jetta zu tun. Und so das ganze Leben dreht sich um das. Und immer in Angst leben, dass ich wo den Gott doll gemerkt habe, und ich wollte mich nicht sehen. Weißt du was, Lied? Das ist noch immer das größte Problem an uns Mennoniten. Rumgehen und wundern, als wie Gott hat doll gemerkt, und dann wollte mich nicht gleichen. Das wird der meiste von Jünd von kommen. Ich auch. Aber das hat mit dit Bild zu tun. Man wird das doch nicht Jetta nennen, aber das ist die selbe Idee.
So fängt Abraham, und ich will ein bisschen von Abraham umfangen. Abraham kam von Mesopotamien, was von der Silje Irak ist. Er kam aus dem Heidentum. Er kam von einer Familie von dieser Seite. Aber weißt du, hier und diese Seite ist Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und was ich will haben, die sollen verstehen, von der oder für ihr ganzes Leben, dort ist, dass der Gott von Schöpfer von Himmel und Erde, der ist ein Port gesagt, oder der hat sich selbst sozusagen ein Port gesagt, von der Götter. Dort ist der Hauptschlüssel, zum Gott sein Wort verstehen. Nu raubt Gott sich aus dieser Seite, von diesen Völkern, was in Götzen sind, was alle Hunde Götter haben. Und weißt du, die haben den Gott vermisst, rein alles. Und so von hier raubt Gott sich in Monrut, Abraham, und merkt ein Volk von denen. Und so dort ist Israel. Ich wundere einmal, ich weiß nicht, ob Jesus und die Frauen steht Frauen, aber ich da. Wieso juift Gott Israel so schrecklich viel kleine Schäden im Gesetz? Like, wo du den Bord aufschnittst, wo die Haare sollen sein, sie sollen nicht 2 Sorten Zeichen haben, nicht 2 Sorten Sud sein, wo sie ein Fell nass utnehmen. Like, hast du mal die Gesetze gelesen? Und so alle Hunde Kleinigkeiten, hast du mal gefragt, was ist die Ursache für das? Was hält das eben? 5. Mose 14, Vers 2. Da sagt er, die sind dem Herrn, den Gott gewählt, und der Herr hat ihn gewählt von allen Völkern auf ihr, dass die sein besonderes Volk sind. So hier ist das Ding. Wenn wir nach das Bild gehen, Gott ist heilig. Das Wort heilig meint, auf Port gesagt. Und damit wir verstehen, dass Gott ist nicht Port von dort. Gott ist nicht Port von der Götter. Heißt der einzige Gott, und dort wo in Israel, wenn die mal das Alte Testament lesen, sie mussten immer lernen, Gott, der Herr, ist ein einziger Gott. Leib dem Herrn mit dem ganzen Hort. Und so wie weiten die Versen, wenn die das mal gelesen haben. Aber Gott lehrt Israel, dass er ist heilig. Na, in das Sinn meine ich mit dem Wort heilig, heißt Support gesagt. Na, Gott, wie auch sinnlos, wir herrlich, wir all die Dinge. Aber in das Fall, wenn wir an das Wort heilig denken, dass er Support gesagt von der Seite. Nu raubt er sich ein Volk durch Abraham. In anders ist 400 Jahre in Ägypten gewohnt. Und weißt du noch ein sehr interessantes Ding, was du mal studieren kannst, das ist die 10 Plagen in Israel, in Ägypten. Die 10 Plagen sind ja in 10 Götter, was Ägypten hat. Und es ist sehr interessant, diese Dinge studieren. Wenn das halt uns, du sagst, wenn wir den Hintergrund weiten, dann weiten wir, dass das nicht bloß, Gott hat nicht bloß ein Nummer nicht genug zu tun, und ich habe mal alle die Kleinigkeiten im Gesetz. Weißt du, was Gott hat? Er sagt zu Israel, ich sie heilig und die sollen heilig sein. Wenn die Gesetze lesen, und du hast eine Beschreibung von, wie die Priester sollen ihre Haare haben, all die Dinge, ihre Bord aufschneiden, so eine Dinge. Dort hat man zu tun, dass hier und diese Seite, du sind auch Priester. Und die dürfen sich rüttegnen mit einem gewissen Weich, sie kleiden, das finde ich auch schon auch noch einmal so. Wenn die wollen Priester sein, irgendwo in einer Religion, der ist rütgetegnet durch Kleidung, durch Haar, in Israel ist es ein Haut, alle haben Verschiedenheit. Aber damit wir verstehen, so, Gott nimmt Israel darüber und so er gibt ihnen diese Gesetze, wenn Israel soll lernen, dass Gott ist heilig und sie sind heilig. Die Frau von der ist fragen, okay, wofür von das Gesetz da wieder nicht annehmen? Das Gesetz hat sein Ding getan. Wie haben Jesus? Aber das danach ein Prinzip krass so von der aus getan wird. Und dort ist, dass Gott seine Kinder, die sind apart gesagt von der Seite. Wenn die dort nicht verstehen, dann sind das bloß Gesetze für ihn. Aber wenn wir das verstehen, dass Gott lehrt sein Volk im Alten Bund,
dat je zijn mijn uiterwildet volk. Dat is wat we hier lezen. Je zijn uiterwild. En ik heb je apart gezet. En al deze gezet zijn merk dat volk Israël een bijzonder volk. Zij werden heilig in dem zijn. Dat meine ich, dat zij niet immer een Fehler merken en immer niet allerhand dingen deuten. En immer waar het trainen dat sie ging, dat is voor een God en even dem Strufen deed. Aber weet je, zij werden een heilig volk. Dat werd du van jou best. Nou weet je, we leven in onze wereld van jou en we kleiden ons en ons zitten 100% karakters de wereld. So wat zat die apart? Wat is het? Dat is nog einmal Gott zijn roep voor zijn volk, dat we zijn heilig. God is apart van deze wereld. God is apart van dat afjatterische systeem in deze wereld. En zo zijn zijn kinderen. We zijn uitgeroopt. So wat zat die apart? Wanneer het niet de Haar is, wanneer het niet de Kledie is, dat is waar we in de religion immer uiterlijk allerhand dingen doen, wenn ze weten dit principe, dat we zullen anders zijn als de wereld. So wat is het bij die? En so God leert zijn volk, dat zij zijn heilig. So dat is das eerste Ausje sozusagen, dat zijn volk is heilig. Dat wird de oorzaak voor Israël. Gott will sich openbaren, dat hij is heilig, zijn volk weer heilig. Dat hat nicht bloß te doen met dat zij zullen allerhand gesetze haben. Sie sollen de gesetze houden in het weg van de heiden, dat je van grote tijd loopt in het Nieuwe Testament, in de kerk en al die dingen. We hebben niet tijd van jou, om dat alle zijn. Aber zijn volk soll heilig zijn. Apart gezet. En in den Bund, im oude Bund, doet Gott dat met gesetzen. So werden apart gezet. Nog een ding wat God deed, dat is de Messias, het Koninkrijk, zal uit Israël komen. En weet je, we kunnen de dag even vertellen van profetieën, van dingen wat gezegd werden, wat er worden komen, durch Israël. Maar ik wil bloß dat je verstaan dat het volk wordt apart gezet, om den Messias in deze wereld te brengen. Dat weer een van de grote dingen. Tim de Koninkrijk, weet je, de Koninkrijk thema, dat is een zeer grote thema, maar ik wil een klein beetje aanscheren van jou. Maar God zijn ziel wie een Koninkrijk. Rein ons van Anfang an. God zei te Adam en Eva, je zullen das Garten bearbeiten, je zijn de Herrscher op deze wereld. In andere woorden, God zei te Adam, du bist de König op deze wereld. En dan komt de duivel de mank en een paar boodschappen terug. Dan komt de vriend naar Jezus in een verzoeking en hij zegt te Jezus, ik zie de koning van deze wereld, dat is mij gegeven, zegt de vriend. En ik laat dat passeren aan God uit. Den vriend wordt de herrscher van deze wereld gegeven, dat is wichtig dat we dat verstaan. En zo, hij zegt te Jezus, ik zie de herrscher op deze wereld, dat is mij gegeven, en ik kan den dat geven, wem ik wil. En zo, en du mij was aanbeden, wat die dat geven. Ik geloof je denkt dan als we van dat reden. God zijn ziel is een koninkrijk. Dit is het thema wat Tjorten in einzet. Dit is ook het thema waar ik mij van jou vriend veel, want ik sterk zie met dit. Maar God wil een koninkrijk. Lees mal in de Bibel. Dat is een koninkrijk boek. Lees de Bibel mal den weg. Check mal durch die ganze Bibel, wo das redet von einem Koninkrijk. Je wordt erstaunt, hoeveel mal dat thema koninkrijk is. En durch die ganze Bibel. 1. Mose 49, vers 10. En de Koningsstab wordt niet van Juda genomen, zijn Regierungsstab wordt niet verschwingen, maar de Reich zal ja komt, dem worden de Velkja eeren. So dit weer een profetieung, wat Jacob al even zien, en hij zegt dat er komt een Koninkrijk, dat wordt niemals van Juda genomen worden, dat Koninkrijk, wat hij komt, wat er werkelijk dat Koninkrijk heeft. En ik geloof dat dit naar Jezus. Jesaja 9, vers 6. Zijn machtrecht
in de vrede ohne arm wordt oneindig toenemen. Hij wordt op David zijn troon zetten en zijn rijk oprichten. En doordat wordt de Rajas van nu en op immer regeren. De Heer die alles regiert. Moet je dat. De Heer die alles regiert, wordt dit in zijn Iwa doen. Dat dit waren naar Jezus. Ik heb al gezegd dat de thema rond Jezus, de Juden er thema, en de oorzaak, een van de grote oorzaken, waarin de Juden Jezus verschmieden hebben. Want wie nächste zijn nog alle hier zijn, Jezus niet teruggekomen, dan werden we checken, wo Jezus wordt te zien geschmeten van de Juden. Rejection, like aan wordt te zien geschoven sozusagen. Aber hier wordt geprophezeit, dat hij wordt komen, dat komt een Chinese. En dan in Lukas 1 vers 32, daar komt de engel naar Maria. En hij zegt dat hij wordt groot zijn, also dat kind wat u waarschijnlijk wordt groot zijn, en in alle hechten zijn genannt worden. En God de Heer, nu hoor ik wat het zegt, God de Heer wordt aan zijn vader David zijn troon geven. En hij wordt eeuwig over Israël Chinese zijn. Zijn Chinese recht wordt niemals een einnemen. Nou weet je, en iemand denkt weer vielleicht zo, okay, de Juden, like wo werden, Jezus zijn Jünger zum Beispiel, die werden so voll von der Chinese recht. En zij willen Jezus in de rechte en linker zetten, maar weet je, het had alles met irdische Chinese te doen. Zij in beeld hadden in Chinese, die worden in Jeruzalem dan komen, die worden op David zijn troon zetten, sozusagen. Die worden de Römer huis en zij worden mal waren voll zijn, wat zich zelfs regiert, met Jezus op dem troon. Dat wie beeld. En dan krijgen ze weer een reich. Ik geloof dat Jezus chimes in Chinese Reich abstellen. Maar God in zijn Allmacht en in zijn Allwissenschaft, hij weet, wo dingen worden uitgedragen. Aber ik geloof, ik heb zo'n geloven, en die brücken dat niet leven niet wel, maar die leren zijn maar reich. Aber ik geloof dat Jezus chimes in Reich abstellen. Alle Prophezeiungen, ganz bot ohne Geburt Jezus, dat handelt zich rein alle aan de Chinese Reich. Jezus, Johannes komt en hij zegt, keert om, dat Himmelrijk is hier. Jezus komt en hij zegt, keert om, dat Himmelrijk is. Dit weer de boodschap van de Jünger. Aber het jüdische Volk, sie verschmeiten erkennig. Daarom meine ich, dat China an Jesus geloven. Die Jünger wären Juden, die 3000 in Jerusalem wären Juden, die 5000 in Jerusalem wären Juden, die Kirche in der ersten Zeit wir jüdischen zusammen Juden glauben. Aber das jüdische Volk, außen Volk, verschmeit Jesus. Und sie kriegt sich Namen. Und sie vertalen Lees und Breuden Lees, dass wir gleich von dort abgestoßen, Jünger hatten in die Stuhl und so weiter. So das ist ein sehr großer Thema für sich apart. Aber das Chinese Reich wordt geprophezeit. En zo ik heb zo'n geloven dat de Juden verschmeiten dat evangelium gaat naar de heiden. We hebben de Kirchen, alle kunnen zeggen dat de Kirchen tijd. Maar dat Chinese Reich is nog am komen. En zo de schrift redt van een 1000 jaar Reich, wat ik geloof dat wordt het sozusagen het jüdische Reich zijn. Dat is een zeer grote thema. Maar God zat zijn volk apart voor het Chinese Reich. Dat is wat God wil. Dat wat hij dort im Garten Eden verloor. Dat wil God immer noch mal terugkrijgen. En ik weet, we reden van dat wie willen im Himmel zijn en zo'n dingen. We reden zo dort, wenn wir weten nicht beter. Aber wir wollen auf diese Erde sein. Eine neue Erde, ein neuer Himmel. Und besonders stärkt das 1000 Jahre Schreck. Und das war eine wunderbare Zeit sein. Aber das ist Gott sein Ziel. So verstehe ich die Schrift, wenn ich das große Bild bekijke. Noch ein Ding, was Gott mit seinem Volk tut, das ist Offenbarung. Das dürfen ja Gott chance, als wenn das jüdische Volk. Dass du eine Bibel hast, als wenn das jüdische Volk. Die Bibel ist mehr 100% von Juden geschrieben. Und so Gott braucht das Volk, um sich selbst offenbaren. Gott braucht das Volk, um uns das große Bild geben. Und so wir haben von der eine Schrift durch das Volk.
In Hebräer 1, Vers 1 sagt dat Gott, der in verheerige tiden vergangen op viele verschiedene wegen, durch die Propheten van zijn voeders gereed heeft. Dan weet je, dat is dat ganze oude bund. Al die Propheten, Abraham, die Geschichte van Moses, al dat we alle een jüdische Anfang. En dan zegt hij, nu in deze laatste deel durch zijn Zehn ons gereed. So nu komt Jezus te laat. En God redt durch den. En so dat brengt ons naar Jezus. En so ik wil een klein beetje van dit reden. Als Jezus kwam, hij was een Jude. Hij is nog een Jude. Jezus in zijn körper wie een Jude. Als een mens in deze wereld, hij was een Jude. Ik heb slechte nodig voor mijzelf. Jemand geeft me een DNA-test te Weihnachten. Ik heb verder geredet van, ik wil nog mal zijn, dat ik niet een Jude ben, niet? Denk je dat? Weet je hoeveel Juden bloot ik heb? 0%. Ik zie 99,8% Duits en French. Van Duitsland en Frankrijk. En zo, koud worden deel je hoor, not just kidding. Dat is mir niet zo wichtig. Ik rede op verder van, aber dat is niet zo wichtig. Maar weet je, Jezus heeft een Jude. En Jezus zijn dienst op deze aarde wie ongeveer 100% voor de Juden. Nou, ik weet, we reden immer van Jezus is voor ons gekomen, hij is voor mijn zin gestorben, al dat. Maar in zijn 30, 33 jaar, wat immer hebt deze aarde weer, dan wie een Jude. In zijn dienst wird de Juden. Matthäus 10, Vers 5. Jezus schickt sie nicht jünger uit. Dan sagt diese 12 schickt Jesus uit en gebot aan en zei, Gott nur nicht, manche nicht Juden, en andere wäre Gott nicht nur de Heiden, en Gott auch nicht in de Samariter erstehen. Gott leider nur de verlorene Schub van Israël. Nou, dit is zeer interessant, wanneer dit was in de kerken aanpassen. Wanneer we dit in de kerken aanpassen, dan worden we racistisch. Dan willen we okay, wie Mennoniten, wir sind Gott sein Volk, wir sind das beste Volk, like, Gott nicht nur der Spanische, Gott nicht nur die Chinesen, Gott nicht nur die Russen, blieft in den einen Volk, und das fehlt zu sehr an der Liebe was. Aber das wird Jesus, wenn wir man verstehen, wo das nicht passt, wo passt das Puzzlebiet an. Wenn wir nicht so ein falsches das nehmen und versuchen, den in unsere Titel anzuklappen und dann sagen, das ist, wo wir sollen Mission dann. Das ist nicht, was das meint. Und auch nicht mal für uns. Jesus sind die Jünger, sie gingen nur die Juden, nicht nur die Heiden. Und so die Juden werden apart gesagt von den Heiden. Weißt du, das, was hier passiert, dass die Juden werden apart gesagt von den Heiden. Durch ihre Gesetze, durch ihre Ethengesetze, durch all die Dinge. Da habe ich auch mehrmals von geredet. Wenn Gott will entleeren. Und wir denken vielleicht so, okay, Gott ist ein Rassist, like die Juden, die müssen apart sein, die können nicht mit den Heiden taub sein. Aus der Kirche anfangen, sie können nicht mal mit den taub eten. Das Petrus wie bei Cornelius gewesen, da muss er zu Donnerstag. All so eine Dinge haben wir. Aber wie man verstehen, dass in der Welt von Jetta, in der Welt von keine Wissenschaft, von einem Gott, von Schöpfer im Himmel, in der Welt von, wo sie Gott zu sie geschoben haben, durch den Gott in Volk zu sie sagen, und die lehren, dass Gott ist heilig, und sie sind heilig, und sie sind sozusagen ein heiliges Licht für die Welt. Das wäre ein Dürfen sind. Aber das wird Israel wir. Und der dort, ich meine, sie deuten dort abusen einmal, Arschbrücken, all so eine Dinge wären dabei. Aber die Ursache, für das Gott in der Port sagt, wie diese Heiligkeit von Gott in sein Volk. Und nu kommt Jesus. Und er ist Tau zu den Heiden. Wir haben eine Geschichte, ich will die nicht lesen, mein Titel, aber wir haben eine Geschichte, wo Jesus heißt, in die Gegend von Tirus und Sidon, dort von der, wo Libanon ist. Dort wie eine heidnische Gegend. Wir wissen nicht korrekt, wann Jesus dahin ging. Dat eine Mal, was wir weten, dass Jesus jetzt in ein Land zurückging. Und dort kommt eine Frau, hat ein Kind, das mit dem Teufel besessen. Und so, die kommt mit Jesus und ich glaube, die pragen. Und schließlich die Jünger kommen zu Jesus und sagen, aber schau diese Frau mal vor, like, was
Wat geht hier an? Und dann sage ich Jezus zu dieser Frau, weißt du Gott, das ist nicht reich, dass wir das Brot von den Kindern nehmen und das für die Hunde schmieden. Weißt du, was er sagt? Das ist nicht reich, dass ich die Juden ihre Liebe für Jündheden schmieden. Das ist nicht reich. Like, wo in der Welt, das dort in unsere Zeit nicht passen. Aber das wird immer wieder passiert, wenn wir diese Puzzlebiete aber auch recht stehen anklappen. Und wie war in der Geschichte früh, sage ich, ja, aber weißt du was? Die Hunde fressen noch einen Dash von den Träumels. Und Jesus sagt, wow, diese Früh, die hat Glauben. Und so er heilt ihre Tochter. Das ist einmal, wo wir wissen, dass Jesus mit dem Head redet. Bitte für Pilatus. Pilatus will ein Head. Das ist noch eine Geschichte. Das ist ein Hauptmann, der wohnt bei Kapernaum, wo Jesus viel wir. Und der hat einen Knecht, der ist krank. Und dann sagt Lukas uns, dass er schickt die jüdischen Lehrer, nur Jesus. Zum sagen, dass er wird seinen Knecht heilen. Und Jesus ist am Weg dahin und schickt das Mann nur recht. Nur Jesus und sagt, du brauchst nicht an meinen Tag kommen, wenn du bist ein Mann von Autorität. Wenn du sagst, dann wird es passieren. Wenn ich sehe ein Mann von Autorität und was ich mir nicht sage, da passiert. Das sind die einzigen 2 Mal, wo wir wissen, dass Jesus Antwort von Herr hat. Wohin sage ich das? Ich sage das, wenn Jesus seine Liebe wie für die Juden. Na, ich weiß, Menschen wollen mich steinigen für uns dort sein. Aber Paulus seine Liebe, nicht als Person, das bin ich nicht verstanden. Paulus seine Liebe ist weit wichtiger für uns als Jesus seine. Das nicht richtig verstanden. Ich meine nicht als Person. Jesus als Gott heißt uns Erlöser, heißt der, was für uns im Krieg starb, das niemals wäre, was mit Jesus vergleicht als Person. Aber der Liebe, der Kjlats, was Jesus braucht, der hielt 6 von an, als wo wir den vierten anklappen. Und dann ruft Gott Paulus. Mensch, ich wünsche, ich kann eine ganze Stunde nach dem Tien reden. Was tue ich hier? Und so, sie sagen, come on, Hitchele. Und so, Gott ruft Paulus. Und ich wollte bloß rutschmieten und ihr haltet mal von das. Jesus hat 12 Jünger. Judas hängt sich, aber dann deuten sie den Matthias an. Wenn die nur Offenbarung kommen, wo die Stadt drauf kommt, lest ihr mal, wohnen Nomes in den Grund sind und in den Dären. Und dann ruft Gott sich Paulus, ganz apart. Und Paulus wie ein Mensch von allen Billionen Menschen auf der Welt, Paulus wie ein Mensch, wer das Evangelium von Jesus selbst kriegt. Wo wen? Ich glaube, wenn das Evangelium geht nur Herden. Das keine Krieg soll anfangen, aber die Juden verschmieden das. Nu geht das Evangelium nur Herden, nu fängt die Kirchen alle an, die Kirchenzeit. Und Paulus ist der Apostel der Herden. Ganz apart von Petrus und Johannes und Jakobus. Ich meine, Paulus selbst sagt, er hat das Evangelium nicht von dir, er hat das von Jesus selbst gekriegt. Und die Frau ist wo wen. Ich glaube, wenn du fehlt, du kannst nie das Programm. Na, weet je, dat is een grote thema. En ik kan niet dat me leid, aber leer er mal van. Studier dat mal. Lees mal Paulus zijn leven. Ich meine, Paulus ist ein schändlicher Heuchler. Einmal fährt er jene Beschneidung, nächstes Mal beschnitt er Timotheus. Er fährt jene Gesetz, nächstes Mal merkt er mit. Wo wen? Und so, wenn wir das nicht verstehen, dann klappen wir Kjlats an. Alle wen, wo die lang nicht anhören. Und so, ich sehe von Anfang, das ist eine große Bildbotschaft. Aber unsere Aufgabe ist, und meine Aufgabe als Lehrer ist, halten zu verstehen, was das große Bild ist von der Schrift. Und wo passen diese Kjlats an? Das finde ich ein ganz errichtet Evangelium zu reden. Und so, wenn wir lernen, wenn wir die Schrift lernen, und wenn wir abpassen, wo wir das große Bild und wo wir die Kjlats nennen. Aber dann werden wir dort denken, dass ich und du, als Gott sie nicht kennen, wir sind von der herrlich. Apart gesagt von Gott, finde ich.
So wird du beten. Dort sind sie Frau. Uns himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du uns gewählt hast. Help uns, das große Bild von deinem Wort zu verstehen, Herr. Help uns, dein Plan zu verstehen. Dass wir eine Lehre haben, was recht ist. Und dass wir uns alle rein machen für den Plan, was du hast. In Jesus' Namen. Amen.